Möchtest du Kinder? Ich weiß nicht. Wir haben da schon oft drüber geredet. Ich habe schon oft mit Kollegen darüber geredet. Ah, die Frage geht noch weiter. Okay. Mit Revi. Aha, auch. Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf dem Zweitkanal. Zweitkanal ist der Hauptkanal, oder? Ist der Hauptkanal. Ist der Hauptkanal. Moin Leute, herzlich willkommen zurück hier zu einem neuen Video auf dem besten Kanal der Welt. Heute mal ein bisschen anderes Video, ein bisschen chilliger. Wir sind hier in Wien und ich beantworte heute mal ein paar Fragen und ich habe jemanden dabei, der die Fragen vorlesen wird. Bitte komm ins Bild. Ich muss Hallo sagen. Hallo! Ausgesetzt auf einer tropischen Insel. So ist geil! Oh, what the fuck? Heute mal kein extrem lustiger Vlog. Heute ein chilliges Q&A mit Hannah. Guten Tag. Hallo! Mir geht's gut, dir? Danke. Wie empfindest du die Atmosphäre hier oben? Sehr, sehr verträumt. Aber zuerst big Dankeschön für das Feedback zu Flipflops, dem besten Song der Welt. Wie der in mein Ohr flüstert, das ist ja richtig geil. Bitte, bitte Aditoro, wenn du das siehst, schick mir über Instagram eine Audio, wie du einfach nur flüsterst. Es haben mir sehr, sehr viele Leute geschrieben und der Song kam erstaunlich gut an. Ich habe gedacht, viele Leute schreiben, Digga, das ist jetzt aber so ein Rotz, aber kam eigentlich ganz gut an. Von dem her vielen lieben Dank. Ich gebe jetzt dir das Handy und du kannst ein paar Fragen raussuchen und dann... Ich werde die spannendsten Fragen raussuchen, die ihr finden werdet. Okay. Also es wird wirklich fantastisch geil. Bist du mit Hannah zusammen? Ist eine Giraffe wirklich ein gieriger Affe? Dann kannst du so Okay. ernste Fragen vorlesen. Die Frage ist wirklich ernst. Du hast ja gesagt, die Fragen sollen ernst sein. Wie traurig bist du? Ich würde schon sagen, dass ich mittlerweile oder momentan sehr traurig bin. Der Winter kommt, da muss ich auch einen ganzen Song darüber schreiben, weil ich bin jetzt Musiker, ich bin jetzt nicht mehr YouTuber. By the way, das ist nur ein Joke. Nee, mir geht's gut. Mir geht's actually gut. Ich finde allgemein, das muss ich euch mal sagen, ich bin ja Schweizer, du bist Österreicher. Ist kein Schwanz. Ich finde die Winterjahreszeit sehr, sehr geil. Ich liebe die eigentlich sogar mehr als die Sommerjahreszeit. Ich liebe so das, wie es jetzt ist. Genauso, es ist so ein bisschen kalt, Glühwein, WM in Katar, 16.000 Menschen, die sterben, das ist mein Ding. Aber Ali, die Frage war, wie traurig bist du? Aha, okay, nächste Frage. Wie hat Hannah-Treffen dein Leben verändert? Nächste Frage bitte. Oh Mann! Ich glaube positiv, ich habe sehr, sehr viele Klicks gemacht durch Hannah. In diesem Sinne erstmal Applaus und schreibt alle mal in die Kommentare, danke Hannah. Danke. Du musst bitte sagen. Bitte! Ja. Nee, ich glaube schon krass. Ich meine, ich bin viel mehr unterwegs jetzt so in Wien, in Köln und in Basel. Von dem her ja, schon krass. Ja. Schon crazy. Ich muss auch ganz ehrlicherweise mal sagen, ich glaube, so, du bist die Einzige im deutschsprachigen Raum, die so ein bisschen Comedy-Vlogs macht. Ich glaube, das gibt es sehr selten unter Frauen, oder? Oder machst du Comedy-Vlogs? Ich meine, Honeypoo macht jetzt Vlogs. Stimmt, Honeypoo, ja. Sonst weiß ich niemanden, der noch so ein bisschen so Funny-Vlogs macht, die Ja. so wirklich so funny gemeint sind. Philo ist mir gerade eingefallen, aber das ist ein Typ. Okay, das sind wirklich nur räudige Fragen. Wie findest du meinen Flipflops-Remix? Hast du den gehört? Nee. Ah, okay, chillig. So die Fragen. Und ich werde ihn mir auch nie anhören. Es ist zum Kotzen. Fickt euch, ich hasse euch alle. Wie würde deine Traumzukunft aussehen? Meine Traumzukunft würde aussehen, dass ich immer noch YouTube mache, irgendwo in einer eigenen Wohnung oder in einem Haus lebe, wo ich so einfach so mein Ding habe, so ein Ort, so wie eine Base, weil jetzt habe ich noch so keine Base. Ich bin so bei meinen Eltern viel, ich bin hier viel, aber dann in Köln habe ich halt gerne so eine Base, wo ich so bin. Und ich glaube, dann hat man auch ein bisschen weniger Stress im Leben, wenn man so einen Ort hat, wo man ein Streaming-Setup und alles hat. Das wäre geil. Ich würde sehr, sehr gerne noch selbstständig sein und natürlich Musiker machen, denn ich bin jetzt ein ernstzunehmender Musiker, Rapper und Komponist. Meine Traumzukunft ist einfach so weitermachen wie jetzt. Und ich hätte halt auch gerne eine eigene Wohnung, aber das mache ich ja gerade. Also in einer Woche habe ich mein Traumleben. Wann kommt der nächste Banger nach Flipflops? Oh shit, man! Hannah, Ja, bitte. kommt vielleicht ein Song mit dem Titel Traurig? Ich habe da was gehört, ja. Vielleicht diesen Freitag am 11.11. 11.11. oder? Ja? Es hat irgend so ein krasses Feature da drauf. Hans Tulpe? Tulpe, was, Ja, ja. ja, ja. Das müssen wir vormachen. Ja, okay, lass mal den Refrain singen. Also wir sind jetzt nicht Little Toro und Hans Tulpe, Aber lass einfach mal so singen, okay? Ja. Will nicht mehr bei dir sein, will lieber alleine sein. Trink wieder lila Sprite to forget you. Geh mit den Brüdern heim, die Schwestern auch dabei. Will nicht mehr traurig sein, so I forget you. Boah, ist ein krasser Banger. Also ich würde diesen Freitag einschalten auf jeden Fall. Nee, diesen Freitag kommt ein Song zwischen Hans Tulpe und Lil Toro. Bitte nicht reinhören, es ist wirklich Ohrenschmerzen. Ganz viele Leute fragen, wann du deinen Schnauze abrasierst und das interessiert mich auch. Ich werde den nie abrasieren. Ich würde es machen für 150.000. Aber nicht für 100.000.
Das ist nicht der Ernst, oder? Doch, wahrscheinlich schon. Ah, okay, gut. Wie schaut's aus mit deiner finanziellen Lage? Oh, Hanna, vielen Dank für diese Frage. Ich glaube nicht schlecht, aber jetzt sag mich. Doch, schon sehr gut. Also wirklich sehr, sehr gut. Wirklich sehr, sehr gut. Sag mal, Nee. was du da am Arm hast. Gar nichts. Ah, stimmt. Man verdient nicht schlecht Geld mit dem, was ich mache. Aber man muss auch immer denken, man ist ja selbstständig. Und ich finde, nee, ich Steuern. Sorry. rede gerne über dieses Thema. Ich glaube, Leute sehen das manchmal ein bisschen anders. Also gehen wir jetzt mal davon aus, rein hypothetisch, du verdienst 250.000 im Jahr. So. Dann musst du schon mal 100.000 an Steuern abgeben, dann hast du nur noch 150.000, das ist sehr wenig Geld. Ne, Spaß. Wenn du selbstständig bist, du musst ja noch in der Schweiz auf jeden Fall alle Versicherungen selber bezahlen, Vorsorge, bla bla bla, da geht auch nochmal 50.000 drauf. Angestellte. Angestellte, Ausgaben und am Schluss hast du ja nur noch 100.000. Und das ist ja extrem wenig. Da kannst du nicht mit leben. Das geht einfach nicht. Aber würdest du die sagen dran, wie viel du verdienst? Ich weiß es nicht genau, das ist das Ding. Weißt du, warum ich es nicht sagen würde? Weshalb? Weil ich habe das Gefühl, dann hast du jeder. Also sobald du sagst, du verdienst mehr als 100 Euro, ist gleich so, oh, dieser Influencer. Ich glaube nicht, dass das heute noch so ist. Ne? Viele Influencer sagen, wie viel sie verdienen. Also ich kann es mal sagen. Soll Echt? ich mal wirklich droppen? Ja. 1 bis 3 Millionen Sehr mutig. von pro dir. Monat. Ja. Nee, über 100.000 auf jeden Fall safe. Aber ich finde, man muss es in Relation sehen. Ich glaube, das ist sehr, sehr schwierig zu verstehen für Leute, die das nicht machen so. Aber für das, was man inputtet, ist es im Gegensatz zu anderen dann, finde ich, manchmal vielleicht, es ist extrem viel Geld, man ist in einer finanziell guten Lage, aber wenn du jetzt guckst, du kannst dich anstellen lassen, auf jeden Fall in der Schweiz. Okay, das sind andere Preise, aber wenn du dich dort anstellen lässt, du studierst bis 25, lässt dich dann anstellen, hast einen Job, wo du 8.000, 9.000 verdienst. Das ist sehr viel Geld. Aber das verdient ein Lehrer in der Schweiz. Die Leute denken sich gerade so, what the fuck? Aber in der Schweiz kostet halt auch eine Wohnung 3.000. Oh mein Gott, stimmt. In deinem Fall verdienst du, wenn du in Deutschland leben würdest du so viel mehr verdienen Wahrscheinlich schon, ja. als in der Schweiz. Für das du halt, ich sehe das oft bei Kollegen so, ich glaube, das verstehen die Leute manchmal nicht. Wenn du nicht selbstständig bist, wenn du angestellt bist, dann arbeitest du von 7 bis 5 Uhr abends oder 6 Uhr abends und dann hast du frei. Du hast einen Abend frei, 5-mal in der Woche, du hast das ganze Wochenende frei. Und meistens, wenn du von der Arbeit weg bist, dann hast du deinen Kopf nicht mehr bei der Arbeit. Aber gerade als Selbstständiger, und ich zähle da nicht nur YouTuber mit rein, sondern allgemein Selbstständige, die irgendwas machen, da hast du halt du gibst sehr krass dein Privatleben ab. Also der Trade ist eigentlich so, du kannst arbeiten, wann du willst, aber dafür hast du es auch immer im Kopf. Du kannst nicht am Abend sagen, jo Digga, ich habe jetzt fertig gearbeitet. Und für mich ist das schon ein krasser Trade-off. Aber wobei man sagen muss, das haben wir sicher viele Angestellte, die einfach die Arbeit nicht loslassen können, wenn sie nach Hause gehen. Also beides kann geil sein, aber beides kann auch scheiße sein. Yeah, you know, man. Ja, no. Im Privatleben tut man halt Privatleben. Was haben deine Eltern zu TikTok gesagt, als du angefangen hast mit dem ganzen Social Media Stuff? Zu TikTok haben die gar nichts gesagt. Aber hast du es ihnen erzählt oder so? TikTok kam ja erst ganz spät bei mir. Da wussten die stimmt. schon, dass ich alles mache. Mit YouTube? Hast du YouTube? es heimlich gemacht, oder? Am Anfang so ein bisschen heimlich, ja. Sie Ja. haben immer gesagt, ich darf keine Facecam machen. Sie haben immer gesagt, ja, okay, dann rede halt, aber ohne Kamera. Dann habe ich halt irgendwann mal mit Kamera gemacht. Ich muss das fragen, du Was? warst ja noch sehr jung, oder? Es geht, 16, 15 Mit 15 hast du angefangen? oder 16 oder 17. Also Ja, gar nicht okay. so jung. Aber meine Eltern kommen halt auch nicht aus dieser Ecke, die machen so Wein und Blumen und so Shit. Ja, Also sie sind so- ganz anders. Aber die sind so reingewachsen dann. Ich habe dann so gesagt, ja, ist nicht schlimm. Und dann kam mir wieder ein Step und jetzt mache ich Pornos. Ja. Bei dir? Für meine Eltern war das auch fein. Die haben das immer geil gefunden. Gute Antwort. Würdest du deine Topfrisur und deinen Schnauzer auch haben, auch wenn er klicktechnisch nicht mehr Aufmerksamkeit bringen wird? Ja. Ey, das ist so eine Frage, die bekomme ich so oft von Leuten. Aber es ist krass, dass du die Frage kriegst, Die oder? bekomme ich so oft. Aber dann frage ich mich, An alle Leute, die jetzt irgendwie so, ich komme aus Basel, da ist viel Techno, oder so vor 3 Jahren lief da viel Techno und da habe ich ja den Topf gemacht. Und das ist, wenn du so Techno feiern gehst oder so, diese Frisur ist wirklich nichts Schlimmes, nicht mal ansatzweise. Adis Freundeskreis, also die schauen alle gleich aus. Ja, aber keine Ahnung, Mann, ich weiß nicht. Nee, ist doch gut. Ja, aber irgendwie ist es so voll die crazy Frisur, da alle immer so, Also ich weiß nicht, ich finde es voll krass, dass es die Leute so krass finden. Was ich noch krass finde, welcher Influencer, jetzt denk mal an alle Influencer, die du kennst, wer schneidet sich extra Frisur für Content? Mir fällt niemand ein mit einer krassen Frisur oder irgendwie am Bart. Ich oder weiß so. nicht. Denkst du, Rezo hat seine Frisur blau gemacht, einfach nur weil Nee. es sieht? Ich glaube auch nicht. Weil du musst ja privat mit dem leben, das ist so ein riesen Und Ding. privat ist viel mehr. Ja, deshalb zieht einfach an, was ihr nice findet. Und macht euch die Haare, wie ihr sie Gang. nice findet. Ey. Yeah. Wieder mal gute Werte vermittelt. Oh, da hat jemand eine Frage gestellt. Adrian Vogt, guckst du die Katar-WM? Guckst du die WM in Katar? Na, Hey, du bist so Fußball interessiert. ja, komplett, Alter. Ja, Ich weiß stimmt. nicht, wer spielt überhaupt. Also wahrscheinlich alle. Fußballer. Ja. Ey, ich sage das ganz offen und ehrlich hier auf YouTube. Ich werde sie gucken, ja, weil ich bin der Meinung, dass
ist dumm ist zu sagen, dass ich sie nicht gucke, weil ich glaube, das ist einfach eine Lüge. So, ich glaube, viele Leute sagen, ja, ich gucke das nicht wegen bla bla bla. Aber es gibt actually sogar gute Punkte, wieso man sie gucken soll. Ich empfehle euch da den Podcast von Lanz und Precht. Ja. Wieso? Richard, wo erreicht dich heute? Ja, also ich bin in meiner Kemenate. Können wir noch so eine Schnellfragerunde machen? Du liest einfach so ganz schnell viele Fragen vor, egal wie die sind, und ich beantworte sie. Kaufst du mir ein Boot? Nee. Bist du reich? Nein. Vielleicht. Warum berührt deine Musik jeden so tiefgründig? Es liegt auch an den Texten, die sind tiefgründig geschrieben und ich gebe mir da sehr, sehr viel Mühe. Kann ich sagen, was mein emotionalster Text ist? Ja. Bibidi babidi bu. Du bist meine Lieblingskuh. Du bist so schön am Grasen. Und ich schau dir dabei zu. Okay. Red Bull Athlet? Ich hoff's. Statement zu Jan Hörn. Grüße gehen raus an Jan. Brr. Wohin geht's die nächsten Wochen? Nach Hamburg, dann in die Schweiz und dann ins Spital. Warum? Schlüsselbein operieren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Mal ein bisschen anderes Video hier auf dem Hauptkanal. Wir sehen uns diesen Freitag beim Song mit Ernst Tulpe. Es ist eine unglaubliche Situation. Vielen Dank für die Fragen. Danke. Tschüss. Ciao. Oh, ich kann mich nicht umdrehen, weil meine Hose ist nass. Ich schwöre, wenn ihr diesen Song nicht hört, ich schlage euch alle. Will nicht mehr bei dir sein, will lieber alleine sein. Wow, wow. Holy shit. Ja gut, scheiß drauf. Trink wieder Lieder, Sprite to forget you.